Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Und wir gehen weiter in Richtung Tempel. Und dafür müssen wir wohl. Do, Rona, okay. Ich habe gedacht, ich müsste mich an der Neonröhre festhalten, aber war wohl nix. Das war wohl etwas epischer gedacht, als es hätte sein müssen. Und die Chloe, die schiebt hier Wache, vielleicht auch vollkommen zurecht, weil hier wieder irgendwelche Gegner kommen könnten. Ich weiß es nicht. Und der Koffer steht hier auch noch in der Gegend rum. Mal wissen nicht, was hier passieren wird. Also ich weiß es zumindest nicht mehr. Es ist wie gesagt, Ewigkeiten her, wo ich mal das Let's Play geguckt habe. Und ich weiß so gut wie gar nichts mehr. Aber jetzt sind wir hier. Sieht aus wie in Angkor Wat. Hier hat wohl auch länger keiner mehr das Tempelgelände gepflegt, wie es aussieht. Und hat mal Unkraut gezupft oder ähnliches. Das ist sehr schade, wenn so Tempelanlagen verwildern. Wobei das ihnen natürlich auch ein sehr cooles und ursprüngliches Aussehen gibt. Wobei man halt immer sagen muss, ach, zur Zeit, als die Dinger gebaut wurden, wurden die Tempelanlagen natürlich auch in Schuss gehalten, sodass die niemals so verwildert ausgesehen haben, die Dinger. Das ist eine Sache, die einfach nur durch Verlassenheit, also dadurch, dass die Dinger verlassen worden sind und durch nicht weiter Pflege entstanden sind, so wie bei Angkor Wat, wo es teilweise so heftig ist, dass manche Mauerwerke in Angkor Wat nur noch von Wurzeln festgehalten werden. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, okay, genug Geschichtsstunde, genug Blabla. Und wir wollen wieder Action haben und in den Tempel rein. Du hast uns direkt hergeführt. Ich vermute mal, wir sind hier nicht rein zufällig gelandet. Ach nein, nicht direkt. Oh, na, vielen Dank. Okay, hinter was bist du denn eigentlich her? Siehst du das Symbol da? Das ist der Chintamani-Stein. Nate? Ein riesiger Rosaphir. Ist Millionen wert. Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Na, wenn du Ja. das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert. Wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll in diesem Tempel sein. Naja, der Stein selbst ist nicht Hey, hier. seid mal Nein? hier. Er ist in Shambhala. Shambhala. Nate, Ja, weißt du, Shangri-La. kommst du mal bitte her, Schätzchen. Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen. Gute Idee. Kommt. Okay, gut, hier sind wir erstmal sicher. Das ergibt keinen Sinn, Nate. Lazarevich kann wohl kaum auf Geld aus sein. Er braucht keins. Du übersiehst was. Komm schon, wir sind nicht zum Spaß hier. Ihr zwei bleibt hier. Gut, bitte bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Wer es glaubt. Ja, als ob. Genau. Na, das ist Achtens, schon besser. das Geheimnis der Stadt. Die sind kein Paar. Geil. Ist aber auch sehr geil gemacht mit einer Genie, mit solcher Schutzgeister hier. Sehr cool. Hier haben wir leider nichts Interessantes, kein Schatz oder ähnliches. Wie schaut's dann da neben aus? Gerade nochmal reingucke, da ist auch wieder so ein Genius. Ja, die sind schon sehr geil gemacht. Das gefällt mir auch gut. Okay, hier ist leider auch nichts. Da kann ich an nirgendwo hochklettern, oder? Doch, natürlich kann ich das. Sehr schön. Ist dort aber irgendwas Interessantes oder so? Tatsächlich, hier ist ein Schatz. Was haben wir denn hier? Altarlöffel aus Bronze. Okay, da ist aber schon nicht ganz arg gelaufen. Das sieht eher aus wie etwas älteres Zinn oder so. Oder Silber. Na gut. Cracklöffel aus Zinn. Das kommt aber nicht so gut, wenn man das Ding einfach nur Cracklöffel aus Zinn nennt. Deswegen haben wir das Ding einfach mal Altarlöffel aus Bronze genannt. Oder Heroinlöffel aus Zinn. Naja, egal. Sei es drum. Wir haben auf jeden Fall was Schönes Neues gekriegt und haben auch hier wieder Granate. Und jetzt dreht die Musik auch ein bisschen auf. Ah, schön. China-Musik. Das hört man auch in jedem China-Restaurant so Musik. Definitiv der richtige Tempel. Ist er das? Ja, geil. Geil gemacht. Ach, diese... Ach, die Gottheit hier. Sehr, sehr geil. Drakes Tagebuch öffnen.
Es muss irgendwas mit den Armen zu tun haben. Mhm. Moment. Als sind Schiffe, bla bla bla, Vulkan. Central Presentation of Shintamara-Stein. Wütende Gottheit. Der Dolch muss noch Unerzeiger. Das Anara. Machst du noch over? Der Dreizack noch over und rechts. Und der abgeschlagene Kopf oder was das heißt, dann noch links. Okay, das heißt, ich muss die Arme von der Gottheit jetzt bewegen. Froh ist nur wie. Die Mechanismen müssen wir jetzt auch dran kommen. Ich muss darauf. Jo. Aber wie? Aber wie? Das ist die Frau. Die hat mal am Eingang vom Tempel wieder den Genius, den Schutzgeist. Das hier Offenbar auch. kommen die Einheimischen immer noch hierher. Ja, die wiederholen sich nur die Genier. Das ist etwas schade. Ist nicht viel von den Wegen übrig. Aber das scheinen wohl auch hier feste Schutzgeister zu sein. Na gut. Na gut. Opfergabe haben sie auch noch keine gekriegt. Außer Methanflasche haben sie keine Opfergabe gekriegt. Na gut. Jetzt ist die Frucht, wie kommen wir dort dran? So, das bringt uns hier nix. Wirklich unglaublich. Komm rein, das Wasser ist toll. Nein, du willst doch nur, dass mein T-Shirt nass wird. Wer weiß, möglich wär's. Okay, da müssen wir wahrscheinlich hochkraxeln. Aber da an der Säule kann er nicht hoch. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wie ich da hochkomme. Moment. Moment, da komme ich nicht wirklich hoch, oder? Ansonsten müsste ich wieder über da... Klettern Sie auf die Arme der Statue. Okay. Auf die Arme. So komme ich aber nicht hoch. Da muss ich von da aus wahrscheinlich. Nee, das geht so nicht. So komme ich hoch. Okay. Mal abwarten, wo mich das hier bringt. Nee. Nee, das bringt mich auch nicht weiter. Nee, das bringt mich alles nicht weiter. Ich probiere mal was anderes. Ich probiere es jetzt nochmal von dort drüber aus. Da waren wir wenigstens nochmal vom abgesperrten Tor und sind eine Ebene höher kommen. Jetzt bin ich immer gespannt, ob ich da eventuell jetzt durchkommen kann. Zack, zack, zack und zack. So, noch einmal. Nee, da komme ich leider nicht durch. Da geht's nicht. Schade. Zack und zack und zack. So, okay, Tipp. Was sagt mir der Tipp? Klettern Sie auf die obere Ebene. Was für obere Ebene? Aber was dann? Muss ich vielleicht auf die andere Seite springen? Noch einmal, zack und zack und zack und zack. So, jetzt wenn wir umdrehen, kann ich... Nee, von da aus kann ich auch nirgendwo hier. Und hier kann ich auch kein Mechanismus bedienen oder ähnliches. Nee, also so komme ich auf jeden Fall mal nicht hier. Peng und Peng. Und Peng. Okay. So rüber wäre es auch gegangen. Dann muss ich nochmal gucken, dass ich auf der anderen Seite was krieg, wo ich hochklettern kann. Wie komme ich dann da hoch? Es wird wahrscheinlich wieder was absolut Einfaches sein. Und ich Dabschädel komme einfach nicht drauf. Wie sieht's dann mit hier aus? Tipp. Klettern Sie auf die obere Ebene. Okay. Na gut, dann bin ich hier wahrscheinlich falsch und muss darüber. Die obere Ebene. Ja, und dann? Was dann? Moment. Ah, so komme ich hoch. Na also. Wieder irgendwas total Sieh mir Simples. das mal näher an. Okay. Okay. Warte hier unten. Ja, mach das mal. So, wieder hoch. Okay. Dann Affe-Move. Und und der letzte Affensprung. Sehr schön. Danke. Gell? So armutig und so grazil, wenn ich das mache. Und hier rüber und zack. Na, so geht's auch. Okay. Jetzt muss ich nochmal gucken. Von den Gesichtern muss es das Böse sein. Okay.
Wie schaffe ich das jetzt? Okay, wie schaffe ich das jetzt? Okay, jetzt hämmert der Schädel noch links zeigend und ausgestreckt. Das stimmt. Nein, 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 nein. Noch einmal. Der muss runter. Das ist schon richtig so. Ja. Noch einmal. Nein, Mist. Ah, falscher Knopf gedrückt. Noch einmal, Nate. Hängt die Schädel wieder runter. So. Okay. Jetzt passt das. Das Gesicht muss es zorniges sein. Ist es das schon, was es hat? Gerade mal gucken. Das ist das mit den gefletschten Zähnen. Das stimmt. Und hat ein drittes Ach auf der Stirn. Mal gucken. Ja. Ja, ich glaube, das ist das richtige Gesicht. Dann, was muss als nächstes kommen? Der Dolch muss vorm Gesicht kalte noch unter. Okay. Ach, Mist. Ah, das ist nicht so einfach, glaube ich. Das wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld dafür, dass es so ewig lang dauert. Aber das kriegen wir schon noch hier. So, da. Noch einmal. Was machst denn du, Nate? Ah, Mann. Du hoch? Kann er du nicht hoch? Das gibt's doch gar nicht. Der kann doch sonst immer alles. So. Okay, du hoch? Na also. Bäh. Ach Gott. Okay, hey, komm, gib's zu, du bist beeindruckt. Bin ich. Kriegst eine Banane. Genau. So viel zu der Affe-Moves. Genau, dann kann ich mich da entlang hangeln. Und Aff. Und runter hier. So. Bist du okay? Bin okay. Okay. Jetzt habe ich den Dolch auch noch hingekriegt. Gerade nochmal gucken. Der Dolch zeigt noch unten, ist vom Gesicht. Jetzt muss nur noch das andere hoch und der Dreizack muss hoch. Der Dreizack muss aber noch rechts zeigen und das Stundeglas oder was es ist, das muss noch over zeigen. Stundeglas noch over, Dreizack noch rechts. Okay, jetzt gucken wir uns das nochmal an, die Gottheit, wie sie aussieht. Ja, das stimmt doch soweit, oder? Soweit sieht es gut aus. Das noch rechts und das noch over. Ja, so muss er aussehen, die Gottheit. Und das wütende Gesicht. Das stimmt soweit. Oder? Nochmal gucken. Es muss das Maul aufhaben, ja. Es muss die Gosch aufhaben, das Gesicht. Ich glaube, das stimmt soweit alles. Okay, dann geht's weiter. Noch einmal. Boah. Sehr gut. Und zack. Okay. Von du aus kommt man nämlich weiter. Nee. Nee. Okay. Das überlebt er jetzt auch wieder. Na gut. Ich glaube, das müsste eigentlich auch gewesen sein, aber wo kann ich die Gottheit jetzt aktivieren, sozusagen? Jetzt steht sie zumindest richtig. So wie sie dargestellt wurde. Mhm. Ja, das sieht alles gut aus soweit. Jetzt ist nur die Frage, wie ich dort komme auf die andere Seite. Moment. Halten wir mal den Gaul an. Vielleicht geht das von der Seite auch nochmal. Dass ich da auf die linke Seite noch kann. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Und dass ich von dort aus die Gottheit aktivieren kann. Oh, sehr gut. Okay. So, na also. Guck mal, was er da schafft. Moment. Sicher, dass das stimmt? Nö. Das stimmt nicht. Weil der muss noch oben zeigen und der Finger muss noch rechts zeigen. Noch einmal. Und rauf mit dir. Wie
Wie sieht das aus? Na, woher soll ich das wissen? Du hast doch das Buch. Sieg doch. Okay. Dann müssen wir noch da entlang. Jetzt ist nur die Frage, was wir hier noch reisen können. Mir reicht schon, dir zuzusehen. Nicht nur dir. Wo komme ich noch an das Ding dran? Jetzt stimmt er. Na also, jetzt hämmern. Okay, was machen wir jetzt? Waschzug machen wir jetzt. Okay. Da müssen wir rein. Das heißt, wir springen wieder hier zurück. Und das machen wir jetzt nochmal ganz ordnungsgemäß. So gut wie möglich. Und lassen den armen Kerl nicht irgendwo runtersterzen, sondern so. Okay, jetzt gucken wir uns das doch mal aus der Nähe an, was wir hier haben. Warte mal. Was ist? Aha. Chloe, das ist nicht einfach ein Dolch. Das ist ein Schlüssel. Das haben wir ja schon mal gesagt. Sehen wir mal, was er öffnet. Ja, dann klettern wir hoch. Und probier's mal. Das ist echt gruselig, aber... Der müsste passen. So, tut sich was? Das Wasser läuft ab. Und? Steht Sachen Haben wir eine Tür Taucher. gefunden. Ein Taucheranzug. Also, eigentlich war ich das. Komm ja schon. Ich steht Sachen Taucheranzug und ein Presslufthammer oder eine Abwasserpumpe und ein Presslufthammer hätt's auch getan. Da hätte man nicht extra nochmal den ganzen Schmonsens hier machen müssen. Denkst du? Bereit? Ladies first. Hätte ich mich ja, Wünschst. hätte ich mich ja durchlassen können, Mädel. So. Rein mit uns, das geht's doch bestimmt zu. Okay, was haben wir dann hier? Auch wieder göttliche Zeichen. Ja, irgendwelche Götterzeichen haben wir hier noch. Weißt du, irgendwie ist es hier romantisch. Okay, wo sind die Pralinen und Blumen? Du stehst doch gar nicht auf Pralinen und Blumen. Du kennst mich so gut. Für den ist doch alles romantisch. Oder Möglichkeit, um irgendwo einer zu verstecken. Wo geht's dann hier weiter? Versprich mir, dass du uns nicht 30 Meter unter der Erde lebendig begräbst, ja? Würde Das- ich nie tun. Kann ich nicht versprechen. Es geht etwas nach unten. Okay, ich komme. Ja, warten wir mal ab. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Keinen Schatz verpasst, keinen Nicht goldenen tief. Cracklöffel. Ja, ich hab mich wohl verschätzt. Oder silbernes Heroinbesteck. Noch einmal hier nichts verpasst. Okay. Was Nee. hältst du davon? Sieht aus wie ein Baum. Ach was. Und was hat das mit dem Chintamani-Stein zu tun? Das weiß ich. Ist wahrscheinlich auch so Lebensbaumdarstellungen. Die kommen sehr häufig in alte Kulturen vor. Hier unten öffnet sich was. Okay. Ja, das war auch sehr detailliert. Hier unten öffnet sich was. Okay, na dann. So ganz ist das Wasser auch nicht abgeflossen. Dann klettern wir mal über die Schutztiere hoch. Und da kommen wir irgendwo raus. Jetzt ich zeige wo. Hopp. Geschafft. Zack. Er hat recht gehabt, es öffnet sich was. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Na komm, könnte schlimmer sein, was? Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Was machen wir dann jetzt? Echt romantisch. Toll. Ich schieß auf die Decke. Okay, was jetzt? Denk nach. Wir müssen hier raus. Aber wie? Okay, jetzt habe ich leider keine Ahnung. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Oh, Schatzsucher-Neuling. Ich habe jetzt noch so Gottheit gefunden. Varascha-Statue aus Bronze. Wahrscheinlich aus Kupferbronze, so wie das Ding aussieht. Aber es ist sehr schön, die Statue. Wunderbar.
Okay, wir wurden wieder mit der orientalen Musik zerquetscht. Oh, super. Was höre ich da? Irgendwas dreht sich. Irgendwas dreht sich, ja, aber... Ich habe keine Ahnung, was. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Drum, badalum, bam, bum, badum, bam, bam. Ja, quetsch dich kaputt. Das könnte jetzt wieder ein bisschen dauern, bis ich da drauf komme. Und ihr werden wahrscheinlich durchhocken, es ist doch so einfach. Mach doch Sel und jenes. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Nee, das bringt überhaupt nichts. Nee, da ist auch nichts. Da ist nur MP. Aber mit der kann ich jetzt auch nichts wirklich machen. Was zur Hölle will das Spiel von mir? Das wird auch mal wieder nichts. Grrr, ich hasse das, wenn ich in so Passage bin. Wenn es nicht mal einen Tipp gibt. Ich habe eine Idee. Unterbrechen Sie den Mechanismus. Ja, mit was und wo? Verdammt doch mal. Mit meinem Körper oder was? Chloe, verstopft den Mechanismus mit einer Wirbelsäule. Ich weiß nicht wie. Mist. Ja, ja. Verdammt. Unterbrechen Sie den Mechanismus. Verdammt doch mal wie? Wie? Ich habe hier keinen Gegenstand, den ich verwenden kann. Keinen Schädel oder irgendwas, was ich reinstopfen könnte. Ah, Mann. Es ist wahrscheinlich tierisch einfach. Aber ich komme echt nicht drauf gerade im Moment. Beeilung! Unterbrechen Sie den Mechanismus. Ja, wie? Los! Schießen Sie auf die Zahnräder. Welche Zahnräder gibt es denn nur die hier? Aha. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was ich zu machen habe. Ah, okay, erst wenn die wieder ineinander greifen. Machen wir, dass wir rauskommen. Sorry, mein Leben zieht gerade noch an mir vorbei. Okay, also das habe ich machen müssen, auf die Zahnräder drauf schießen müssen. Erst wenn die Dinger ineinander greifen, geht's weiter. Na gut. Ich glaube, wenn ich in so einer Situation wäre ich aufgeschmissen. Hey, komm, mir nach. Man muss einfach die Technik verstehen. Dann kann man es auch lösen. Aber in so einem Panikmoment Ich verhungere. eher schwierig. Jetzt hat sie Hunger, die Kuh. Das gibt's doch gar nicht. Da geht's auch nicht weiter. Na gut, na gut. Dann halt dort hier, wo wir ursprünglich hier wollten, oder? Boah, geil. Verdammt. Geil. Hier sind wir wohl richtig. Aber der revieste Gottheit. Hey, das kommt mir bekannt vor. Ja, sieht aus wie der Purba-Dolch. Mhm. Aha. Diese Lichter aktivieren ihn wohl. Das ist halt das, wie im richtigen Leber. Oh, geil. 9, der Weg des Lichts. Ah, okay. Ah, ja. Und das überhaupt nicht. Hier können wir die Spiegel entsprechend verstellen. Diese Spiegel sind wohl wichtig. Mach Sache. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, das mache ich morgen. Und wir sehen uns dann auch morgen wieder. Vielleicht können wir mit den Spiegeln das Licht umlenken. Das habe ich mir auch gedacht. Und das machen wir morgen in der nächsten Episode von Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen, Ian Yankee.